Und so kann meine Schwachheit eine Plattform werden, wo Gottes Grösse sich zeigt, wo er sichtbar wird. Menschen sehen auch nicht meine Schwachheit, sondern sie sehen Gottes Kraft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich bin nicht gerne schwach. Ich habe lieber, dass die Leute denken, dass ich kompetent bin, dass ich es im Griff habe. Aber als ich im 2. Korinther gelesen habe, hat mir das eine völlig neue Perspektive auf Schwachheit gegeben. Dort lesen wir, dass der Paulus Jesus bittet, ihn von einem Dorn, also so einer Schwachheit zu befreien. Und er hat Jesus zu ihm Folgendes gesagt: Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und der Paulus hat nachher auf das geantwortet: Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Es ist krass, wie der Paulus hier sagen kann, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das klingt wie ein Hennenwiderspruch. Der Paulus hat da eine Wahnsinnsperspektivenwechsel gemacht. Er hat plötzlich verstehen, dass es nicht um seine Schwachheit geht, sondern dass es darum geht, dass in dieser Schwachheit Gottes Grösse offenbar wird. Und so kann meine Schwachheit eine Plattform werden, wo Gottes Grösse sich zeigt, wo er sichtbar wird. Menschen sehen auch nicht meine Schwachheit, sondern sie sehen Gottes Kraft. Wenn ich so mit meiner Schwachheit vor Gott komme, ist es eigentlich, als würde ich sagen: Jesus, bin ich frei für dich. Und das ist das, was ich immer wieder machen will. Meine Schwachheit nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Möglichkeit, Jesus Bühne zu überlassen. Und ich möchte dich heute fragen, wo hast du ganz konkret in deinem Alltag Möglichkeiten, für Jesus Bühne zu überlassen?